Der Haken des Krans. Er ist ins Wasser gefallen. Was ist der Haken des Krans? Können wir denn mit dem Bootshaken da oben? Da hänge ich ihn nicht hin. Da hänge ich ihn nicht hin. Warum nicht? Im Rumpf des Schiffes hat sich Wasser angesammelt. Komisch. Irgendwie passen diese Rohrleitungen nicht in ein solches Segelschiff. Ja, der Bootshaken ist jetzt da unten. Können wir mit der Schaufel? Nichts zum Graben. Naja, vielleicht können wir uns darum später kümmern. Wir wollten erst einmal aufgehen. Nebel, war der davor auch schon da? Das ist Blut! Lex! Lex! Oh nein! Lex! Warte! Ich muss ihm helfen. Wie jetzt? Wir haben Blutspuren und... Oh mein Gott. Das sind frische Blutspuren. Sie müssen von Lex sein. Ich muss ihn schnell finden. Er könnte verbluten. Der hat doch einen Verband gekriegt, oder? Die Tür ist versperrt. Lex! Kannst du mich hören? So komme ich nicht in das Zimmer. Aber gab es nicht einen zweiten Eingang in der Nähe der Messe? Vielleicht sollte ich mich dort noch einmal umsehen. Ja, da gibt es einen zweiten Eingang, aber wir kommen nicht rein, weil so ein Rohr da kaputt ist und der Dampf ausströmt. War das Lex? Wir könnten gleich mal nachschauen. Oh mein Gott. Das sind frische Blutspuren. Sie müssen von Lex sein. Ich muss ihn schnell finden. Er könnte verbluten. Können wir den Pfefferkörner schaufeln? Nichts zum Graben. Oh mein Gott. Das sind frische Blutspuren. Sie müssen von Lex sein. Ich muss ihn schnell finden. Er könnte verbluten. Okay, das sind überall die Blutspuren. Okay, wir marschieren jetzt erst einmal in das andere Zimmer. Das ist nämlich da unten. Denn wir wollen das Zahnrad festschrauben. Mal schauen, ob das funktioniert. Ich glaube, so kann ich das Zahnrad wieder verwenden. Okay. Die Uhr sollte jetzt wieder vollständig sein. Mal sehen, ob sie sich aufziehen lässt. Aufziehen. Wie ziehen wir die auf? Mit der Kurbel? Jetzt ist die Uhr wieder aufgezogen.
Ich kann sie ticken hören. Da ist eine kleine Tür. Sie ist verschlossen. Die Verzierungen sehen aus, als stellten sie die Hölle dar. Ein riesiges Uhrwerk. Sieht aus, als hätte es der Bewohner dieses Raumes aus alten Teilen selbst gebaut. Da ist eine kleine Tür. Sie ist verschlossen. Die Verzierungen sehen aus wie ein Himmel. Die Figur hat eine Kapitänsmütze auf. Muss wohl der Kapitän sein. Und es hat sicher etwas zu bedeuten, dass er aus der Höllenpforte kommt. Die Figur könnte der Kapitän des Schiffs sein. Sie wirkt irgendwie wie ein Anführer. Ach so, da kommt eine Figur raus. Kommt die Oma da raus? Jetzt werden wir noch mit 4 stehen. Ist das etwa der Mechaniker, der die Uhr gebaut hat? Es könnte sein, denn er trägt eine Taschenuhr in seinen Händen. Es ist gut zu wissen, wie die Stunde geschlagen hat. Die Blechfigur soll wohl der Mechaniker sein. Okay. Müssen wir noch öfters an der Uhr rumdran? Oder war's das schon? Auf jeden Fall haben wir jetzt eine Taschenuhr gekriegt. Eine Taschenuhr. Sie dürfte zwar nicht die richtige Uhrzeit anzeigen, aber ich könnte damit wenigstens noch die Zeit messen. Die Zeit messen? Für was müssen wir Zeit messen? Okay, und jetzt wollten wir vielleicht nochmal oben schauen. Die Ladung hängt hier im Schacht über der Messe. Ach so. Ja. Okay, also hinten können wir nicht rein, weil der Dampf ausströmt. Das müssen wir irgendwie noch schließen. Durch den heißen Dampfstrahl sollte ich besser nicht durchlaufen. Aber wenn ich richtig liege, führt diese Tür zu demselben Raum, den ich von der anderen Seite des Schiffes aus sehen kann, gegenüber dem des Arztes. So, haben wir denn herum noch irgendwas Neues? Da ist zu. Und aufbrechen können wir das nicht. Nichts zum Graben. Sieht nicht wie eine Muskete aus. Hier wird das Schiff gesteuert. Momentan treibt es orientierungslos über das Meer. Irgendetwas blockiert die Tür. So komme ich nie raus. Das Rettungsboot blockiert die Tür. Aber das Rettungsboot können wir nicht weg da. Das heißt, wir müssen wieder da oben. Sieht nicht wie eine Muskete aus. Ich behalte sie lieber in der Tasche. Komisch. Irgendwie passen diese Rohrleitungen nicht in ein solches Segelschiff. Im Rumpf des Schiffes hat sich Wasser angesammelt. Ich behalte es lieber.
Ich behalte es lieber. Ja, können wir denn irgendwas kombinieren? Es gibt hier nichts, was ich abdichten oder dämmen müsste. Der Ladestock hat nun einen Griff, der gut vor Hitze isoliert ist. Ach so, jetzt haben wir das da umgewickelt. Können wir das denn da einstecken? Dort brauche ich den Griff nicht. Dort brauche ich den Griff nicht. Der isolierte Ladestock steckt jetzt im Bettwärmer. Wie ein Schmied, der sein Eisen in die kalte Esse legt. Allein an der Glut fehlt es. Wenn ich etwas Heißes in dem Bettwärmer hätte, dann könnte ich die Lötstelle vielleicht lösen. Etwas Heißes. Dann müssen wir nochmal in den Raum. Denn da haben wir ja, wie wir wissen, den Ofen. Und da kann man... Diese riesigen Tanks erinnern mich an Weinfässer. Was darin wohl gelagert wird? Sie schwitzen, teilweise strömt ein beißender Geruch aus ihnen. Was sollte der Bettwärmer da ausrichten? Was sollte der Bettwärmer da ausrichten? Ja, wir brauchen doch gerade etwas Glut oder so. Was sollte der Bettwärmer da ausrichten? Mit dem Bootshaken kann ich mir leider nichts aus dem Ofen angeln. Ach so, aber mit der Schaufel? Wenn ich die heiße Kohle benutzen will, sollte ich mich besser beeilen. Mit der heißen Kohle im Bettwärmer erhitzt sich der Ladestock sehr schnell. Dank des Griffs kann ich ihn nun auch problemlos einsetzen. Genau, und jetzt haben wir was Heißes. Und damit können wir jetzt das Rohr löten. Und dann sollte normal der Dampf verschwinden. Und dann war der Weg frei, dass wir da oben reinkommen. Das ist auch so Flüssigkeit. Aber ich glaube, die hat keine Bedeutung. Halt, oben müssen wir. Es funktioniert. Der Dampf tritt jetzt hier aus und nicht mehr oben an der Treppe. Okay, das haben wir gekriegt. Ganz gut. Denn jetzt können wir mal reinschauen, ob das wirklich Lex ist. Es sei denn, wir kommen da nicht um. Doch, das haut hin.